Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim CNCI an dem Moi. Wie aus der Minette Stohlwieners und wie der Minette aus der Koppelland die französische Grenze bis an Schmelze kommen, das sind die Geschichten, die uns an diesem Jahr hier in unserem Podcast interessieren, an dem wir ein bisschen belichten wollen. Heute geht es eigentlich ein bisschen mehr um Technik, die gebraucht wird, für aus Stein Stahl zu machen. Also gleich das Member vom Ferroforum, der Carlo Jones. Moin. Moin. Aber im Podcast dabei sind dann Katrin vom CNCI. Salut. Moin. Marike aus dem Musee von der Erbest. Hallo. Hallo. Mein Name ist Jan, es ist wie immer für die Minette Biosphäre dabei. Den Hashtag von unserem Podcast ist Minette Mashup. Da findet ihr uns auf Instagram. Ihr könnt uns gerne zu aller Blick kontaktieren, für uns alles dazu froh, was ihr uns froh wollt, uns Urregungen zu gehen oder sonst Sachen. Carlo, für uns zu fangen, kannst du uns so ein wenig was an wo hier die Verbindung zum Lützburger Industriebereich könnt? Ja, also ich bin Starterjung, Weimeskircher, Kirchbirger, also alles, was nicht mit der Minette zu tun hat. Ich war immer fasziniert, wie wir in Kirchbirg gewohnt haben. Du warst noch nicht so verbaut, du hast den Hai gesehen, war ein Schlagenhof gekostet, von der Metzeschmelz. Wow. Du warst immer fasziniert. Vom Kirchbirg aus, das hätte ich noch nicht gedacht. Hätte ich zwar nicht gedacht. Ach, das hätte ich gesehen. Das war einfach bestimmt auf der Terrasse und das hast du dem Moment gesehen. Effektiv war das die Kirchbirg leider ein bisschen mehr hoch. Und die Verbauung war noch nicht da. Und du hast den Leiter schön gesehen, den Schlagentipp am Abgang von Esch, wo das da geschieht. Und das tut mich sowieso ein Verwend vom Feier gewesen. Ja, bemol, wie du fertig war am Studium, dann gehst, dann schreib mal Mading de Mountain und dann hat meine Mama so gut, ich bin mit dem Motorrad an die Vakanz gefahren. Meine Mama hat mich über den RTL, ich will nicht zu nennen, Ausrufe gelost, die Zeit kauft ja noch kein Handy, ich schwätze von 1981. Ich soll bestringend zu heben melden, weil ich hatte Kurier gekriegt, und das war effektiv Kurier von der Arbeit. Und ich bin sehr einfach bewusst schläfrig, ich glaube, du hast Vakanz, du hast so viele Jahre gelehrt, du hast fertig, du hast Vakanz, und dann geht Leben richtig los. Und wenn ich heimgekommen bin, sind ich natürlich effektiv vierstellig auf der Arbeit, und ich hatte noch einen Job, und die Arbeit hat mich auch wirklich interessiert. Und dann ich dann am September 1981 schon angefangen. Und eine kleine Anekdote sogar. Ich habe am Chefservice für eine Maintenance, wo ich dann arbeiten sollte. Und ich hatte aber nach einem Vakanzenjob, den ich erledigen musste, und er war auch mit Paparassen. Und ich sollte am Montag, den 21. September, aufhängen. Und dann habe ich den Chef gefragt, ob ich da effektiv einen Tag mehr spät aufhängen, weil ich mit Paparassen nachzunehmen. Du hast gesagt, also, ein Asmonat nicht fest, habe ich angeschaut, du hättest schon gerne Congé. Location vom Moment. Anscheinend, Carlo, ich verbessere mich gerne, wenn ich Stoffe von einer urbanen Legende gauf, als die Schmelzhaie am 19. Jahrhundert entstanden und gebaut ging, von zwei Co-Proprietären und dafür komplett gespiegelt. Also am Anfang, ob man es zu enger Seite selbst wie die anderen, für den Fall, dass die zwei sich schon Tor gekriegt hätten, Boutique man nicht gekriegt hätten, dass jeder seinen eigenen Deal hätte können, fahren. Stimmt die Geschichte? Irgendwie stimmt es schon, weil das war der Herr Metz und der andere war der Herr Tesch. Effektiv, das war ein bisschen Konkurrenzdenken. Mit der Konkurrenzdenken, das haut auch nach überall also schwarze Nummer von der Siderurgie. Und aber schaffen sie zusammen, weil sie irgendwie aber mussten sie scheint so zusammen fanden. Also effektiv die zwei Schmelze wären unabhängig voneinander konzipiert. Aber haben sie zusammen einen Strafen gezogen, quasi, wo sich gegenseitig einfach geholfen haben, und schlussendlich das Metz an Tisch, als sie aber dann zusammengegangen. Also, just für eine klar zu stellen, wir sind an der Metze Schmelz der früher Usine Esch Chifflanche, wie sie geheischt wird, und da sitzen wir näheren Sahnecht wie am Zentralatelier, wo de Ferroforum Center paar Jahre sein daheim gefunden huet. Ganz ein bisschen etwas über die Geschichte von der Schmelze, was gibt dann über die Geschichte vom Ferroforum zu erzählen? Wie ist die Idee geboren? Also du musst so, ich bin noch nicht von Anfang an dabei, so wie ich das mal tun, wie das 2019, also just vor Corona, war da effektiv Leute, die zu Dittlingen
du as Joch, du gëtt Sprichwort einfach Wewer, dat waren Leute, die zu Dittling aktiv wären, die dann aber irgendwie mit den industriellen, also Eisenhütten komplex respektiv Kontext gesinn hunn, an déi hunn dann effektiv zu Schöffling an dem Atelier hannen an der Schmëtt, wo man lo fir dro wären, hunn se dann den klengen Deel ugebuerte krut, an do hunn sech dann implantéiert, an hunn se dann am Ufang gewerkt, fir loser loes ëmmer méi vum Atelier ziwerhole. Awer ëmmer mat d'accord, das net einfach so, dats man do, weil dat wir man sowieso ausgebremst gin, also mun ëmmer den Akkor, awer Rackerhol kënnen man mit Brechen a bësse méi Plaser. Schlussendlich sitzt man quasi op dem ganze Perimeter vun der Zentralwirkstaat. Was treibt dir schon als Ferroforum? Also es wirklich just der Erinnerung oder ist es mehr Handwerk und Weitervermitteln von dem Handwerk, Technik, die an der Schmelzen benutzt, gouf, haut zum Delio auch noch benutzt wird. Ich meine, höher Schmelz, höher Walzwerke, mehr produzieren nach Stahlhai am Land. Allerdings lo nicht zum Beispiel mit einem Heuschöfen, mit der Hutteil Miniaturheuschöfen stehen, der hat ein Kamelle Schmelzhai stehen, was aus so ein Heuschöfen ist, den eben just siehst, ich geht da kein Stahl mehr. Also das oder also einfach just so die in der Gleichgesinnten zusammen zu sehen. Oder beides. Das alles kann ich so. Also von der Historik, höheren Historikerheit, das heißt, das geht effektiv versucht, das ganz abzuschaffen, noch an Archiven näher oder zu stockieren, dass das doch accessibel ist, wann zum Beispiel no Leute gegen Recherche machen, können sie hier bei Archiven zurückgreifen. Und das ist natürlich, das geht nur über die Region Lützeburg raus, das ist die ganze Grenzregion, wo dokumentiert wird, so gut wie möglich. Wir können nicht alles kriegen. Wir schon einen guten Deal am Judo, eine Person, die halb der wirklich schafft, die ein Historiker ist, und die wirklich einen glanzvollen Erbesturm möchte. Und dann haben wir effektiv das Handwerk, was man am Anfang weiter vermitteln, das heißt, eben am Eisen zu schaffen, als das Gießen, als es einfach ein Schmatteberuf, als es ein Schlösserberuf, als Schreiner gehört ja auch irgendwie zu einer Siderurgie oder die Elektriker, ich meine, ohne elektrisch kann ich nicht viel schaffen. Also das sind zusammen schaffen von den verschiedenen Corps de Métiers an. Wir wollen natürlich da weiter vermitteln, dass die Leute die Interesse haben, respektiv einfach mal sich sehen, was ist da, die wir hat, für dann in dem Moment einfach schnuppern zu kommen. Wir wollen das wirklich dem Publikum stellen, die könnt hier hinkommen, die könnt hier etwas erleben, aber das ist nicht nur Action, so ich meine Action, dass ich da wie an den Freizeitpark geht. Nee, hier ist wirklich erleben, matt machen, während der Zeit, für dann dem Moment selber Hand anzupacken, gewissen zu kriegen, was ist das, ja, Was ich auch ganz flott fand bei ihren Evenementen ist, dass da bei der Abendstock hier ist, dass dort Kanner Sachen können entdecken, dass dort Leierbuden Feierofen für gedanzt wird. Also der Lieu selber wird auch wirklich ganz schön gebraucht oder Filmofen, Tablerand. Also die sind schon ganz aktiv und ich meine, das ist auch für neue Leute, die dann neu in der Gegend sind, jemand wertvoll, die vielleicht Geschichte noch überhaupt nicht so kennen. Also ich habe jedenfalls schon ein paar Leute mitgebracht, die absolut keine Ahnung hatten und die das dann entdecken, das Patrimoine, wo sie dann aus Mexiko oder Indien herkommen und keine Ahnung hatten. Das gouf an eben noch für das nicht vergessen nicht gerät, das kannst ich meine, von ich gucke ein bisschen Hautstars, wo das Bankenwesen, Versicherungswesen, das mehr den administrativen Teil, natürlich geht auch Geld für den Klo, mehr Geld vielleicht für eine Chirurgie oder an der Speierindustrie, das mir einfach vielleicht auch das Geld dort zu verdienen, weil Speierindustrie, das knascht, das Kamedi, das nicht immer angenehm.
war mir können einen Deel schon vermitteln. Ich meine, das ist schon ganz, ganz schön für Reisen. Ich bestimmt auch schön und interessant für die Leute, für einfach mal Gefühl zu haben, was ist das? Das ist das, was wir wollen vermitteln. Du bist als Bénévole bei Ferroforum und du hast beschrieben als homme à tout faire, même la trésorerie. Was bedeutet das für dich? Du bist ja dann regelmäßig auf deinem Arbeitsplatz. Wie ist das für dich? Ja, das wird effektiv, das muss 2021 so am Hirsch gewesen sein. Da waren so Visiten organisiert vom Ferroforum, vom SIT, die war noch ein bisschen mehr intakt. Und dann Hannover am Atelier, an der Büfette, war dann ein Pad, wo ich trinken konnte. Ich konnte einfach ein bisschen ausschwätzen, respektive einfach mal gucken, was ist nach Hause und so weiter. Ja, wie du daheim wärst, du hattest dann ein bisschen Probleme, die Nürsten da noch, da sind ganz viele Sachen im Abkommen. Und ich gedacht, ja, für da hinein zu gehen, aber in einem anderen Kontext, es sind natürlich Menge von dem Leute freiwillig schafft, das nicht für einen Job, da wurde eine gewisse Position, natürlich die Leute über sich, die Leute ändert sich. Das ist ein anderes Verhältnis wie das, wenn ich freiwillig neben den anderen schafft, da kommen noch mal Reifereien ab. Ich will das doch betonen, weil ich schon doch an einer anderen Aktivität, wo ich auch bin, wo ich auch erlebe, und immer mehr erlebe, effektiv, was ich nie so gesehen habe. Und das ist auch ein Challenge für du gucken sei weh zu fahren, für mit den Leuten einzugehen. Das ist schon eine Herausforderung, eine interessante Herausforderung. Voilà. Das hat dich aber auch irgendwie angezündet, war so wie wenn du musst nach müssen zurückkommen und das dir gut. Ja, also schon allein du wennst, ich bin hier in dem Büro, an dem Atelier sind ich hier an und ausgegangen, ich habe mein Büro, also ich war mehr am administrativen Teil, als Ingenieur industriell, Mechanik, da wurde in einer Mission wie ein Erbestar, ich war aber all der Kontakt mit den Leuten, ich habe immens viel hier, wie so erlebt an dem Atelier, und das sind Sachen, die dann im Haus kommen, und das geht gut, und da kann ich nochmal so Sachen erzählen, so Anekdoten erzählen, was da gelaufen ist und so weiter. Ob das nur witziger wären, ob das mir schlechte Erfahrungen wären. Egal, das ist aber etwas, was mir einfach gut tut, das ableben zu lassen, innerlich. Du hast ja so, am Moment sieht er als Ferroforum, als Verein, auf dem Sitz von der Matze Schmelz, willkommen. Der sieht willkommen für ein bisschen Leben heute ranzubringen, für das Sitz ein bisschen accessibel zu halten, en vue von seinem Umbau zu einem neuen Quartier / einer neuen Stadt, weil von der Großtür geht das quasi etwas wie eine Stadt. Gibt es nicht einfach irgendwo die Angst am Hand gehabt, dass das just so eine Alibi-Funktion könnte sein und dass irgendwann ein gesagt wird, Männer, mit dem Knast stehen daheim, der passt nicht mehr an den schicken, propre Quartier, den wir hier gebaut haben. Kleinkorrektur, auch Frauen sind aktiv, also das will ich mal betonen. Vielleicht sind effektiv die eine oder die andere Frau nicht mehr dabei, wir sind aber immer Frauen, Gott sei Dank, ich fand das auch immens wichtig, weil die wollen den allgemein gerne vergessen, ich werde immer nur über die da mit gesagt nicht Familien drohen. Ja, ich meine, das ist wichtig, das Thema eben auch mal dran zu holen. Ja, da ist eine gewisse Angst, aber immer an die Glieder do, wie geht das weiter, wie high, wie do und so weiter. Wenn du eine große können in Finanzhai, an der gesagt hat, ein super Projekt für sich. Du schwimmt kleine Goldfisch. Voilà. Aber auf der anderen Seite, da musst du schon ganz viel Geld mitbringen, weil ich meine, wir viel zu investieren, weil den Atelier zum Beispiel als von den 23 Gebäuden von dem Sitz, die geschützt sind. Und da mussten sich aber auch an verschiedenen Sachen halten, für das kann das nicht einfach wegrasieren und ein neues Atelier bauen. Der Atelier an der Struktur muss bleiben. Und wir kämpfen wirklich, wir setzen viele Hilfen in der Bewegung, für zu weisen, dass wir hier etwas können daraus machen, was
den zukünftigen Bewohner Hai auch etwas bringen, dann nicht nur den Hai, aber auch an der Umgebung, dass man wirklich eng zentral ausgestellt sind, weil es kann ja nicht sein, dass das Leben nicht mehr daraus besteht, zu konsumieren, also wirklich Kleider oder so Kleider, ja, kaufen, verbrauchen, dass sie noch Sachen erlebt, dann noch Sachen von der Geschichte erlebt. Und das wo wir wirklich wollen, das ist also Kehr am Fong, und die wollen wir wirklich leben lassen an Weissenheit, das ist etwas, was zu einer guten Gesellschaft gehört. Hoffentlich geht das auch an die Richtung. Natürlich, wir müssen auch mit dem Gedanken leben, dass das vielleicht effektiv vielleicht könnte drüber sein. Wir wollen es nicht, wir können das nicht so, nee, das geht nicht, ich meine, oder das könnte nicht viel mengen. Zur Not mengglisch Krieder nach Asyl am Wewe. Zum Beispiel, ja. Oder et hier nach anderem Sachen wie min Cockerill du hannen an noch sos schmengen. Das ist aber nicht selbisch. Nee, das ist nicht derselben Aspekt. Du passt aber Lumming nächst froh ziemlich gut. Was gefällt dir dann besonders und den zukünftigen Veränderungen von der Matze Schmalz? Und wannst du in Zauberstab hast, erkennst so ein, das gebe ich mir wünschen, was wäre es? Also ich kann mir wünschen, dass wir als Ferroforum wirklich proprietär von dem Atelier wären. Und wir hätten wirklich ein richtig recht, dass nicht kann die kommen an so ein Heil was drüber, aber wir sind wirklich proprietär. Dann dem Moment, das mein wirklich den Zauberstab, den ich ging an die Richtung bewegen, das an dann aber auch finanziell Moyen zu holen. Natürlich. Wir wollen aber auch etwas erschaffen. Natürlich, wir wollen noch Material oder Sachen verkaufen, die wir selber hergestellt haben, wo wir können sagen, hey, wir sind stolz darauf, die Leute dazu weisen, dass etwas, was wir hergestellt haben, heute kleine Kästepunkte, das ja aber auch für Eiskästen zu decken und so weiter, dass man nicht mehr von da Sachen leben, dass man effektiv auch das erschaffen. Ja, work. Question. Eng aner Kategorie, die as am Podcast interesseiert ass e bëssen de professionelle Parcours vun dee Leiit Martine immer schwätzen. No kommmer da lo bei Dich an dei professionelle Parcours zurück, Carlo. Ja, wéi a wat hast du den nächsten Schritt an der Arbeitswelt zu Schöffling gemacht? Ma ja, wieso schon 1981 angefangen, schon an dem Betrieb Maintenance. Maintenance war dann dem Moment global. Wir hatten ein Stahlwerk, wir hatten 2 Walzwerke und ich war dann dem Moment am Departement vom Stahlwerk. Sollte schaffen, ferner war groß Umbauten am Gangen auf der Walzwerke, sodass ich dann dem Moment aber temporär über den Travaux neuf aufkommandiert gesehen für do wie de lechte Schlëff kënne matze mafir an awer auch fir mege Léierprozess wie wat. Ich mein, hat Stage geméide hun noch geschafft moll sower de Vakanze méi lo richtig am industriellen Bereich zu schaffen, hat ich schon keng Erfahrung an dat huet man dann awer geholle fir einfach moll op Chantien ze goe, fir do mat de Leiit ze schwäze, fir min Zeechhnungen ze machen, versichen die Sachen ze realiseieren, mat entweder de Leiit do oder mat Firmen an so an. Ja, löser sind nicht an rakommen an den ganze Prozess dat ass den Ingenieur industriell an der Mechanik zu sehen. Und war auch ziemlich impressionant demals, weil war pur 1000 Leute die geschafft haben, oder? Genee Schiefer wie lo net méi met wären effektiv, also waren viel Leiit war weit iwwer 1000 Leute. Bis Manner wie 3000 hätte ich enker geliers. Also dat war an der Glanzzeit wie vielleicht Tejowe nach gelaf sinn. Ich denken, dass wir ugefangen und dass eng rund 1800 Leiit nach geschafft hunn. Also an das awer du loser Hofgängen an ja. Wie sind all die Leute auf die Arbeit kommen? Also ich habe ganz schön Archivfoto gesehen von Arbeiter, die am Velo kommen. Wie bist du dann damals auf die Schicht gefahren? Ja, ich habe immer die Zeit an der Stadt gewohnt, da war es. Ich bin noch mal am Zug auf die Arbeit gekommen, ich bin auch mit meinem Motorrad respektive mit dem Auto reingekommen, aber voilà, ich hatte die Möglichkeiten da ob. Mit meinem Velo, da habe ich nicht gedurcht. Ich habe auf meinem Lehrmeister gesagt, gut, dass sein Pap von Lunchen hier auf an der Minute mit dem Velo kommen. Von Lunchen, all Tag arbeiten kommen. All Respekt.
Was hat dich und diesen industriellen Umfeld angezogen? Ja, so die Feier hat mich interessiert, ganz stark, die Hitze, die sich entwickelt hat, und dann eben noch das Groß, die Maschinen, die sich bewegt tun, an das Zischen, das Dämpen, die Kamee, an das Ähnliches gelaufen wie da draußen. Und das selbst hat mich immens fasziniert. Und da kennt Hand einmal ein Stück Stohle raus. Also, du gesagt, die 4 geht etwas ran, boah, ich habe nicht mehr erlebt, aber ich dachte, das ist ja well, weil ich erlebt. Ich war auch 1-2 Mal da an meiner Karriere. Da gesagt, dass du Eisenerz könnt, du könnt kochen und so weiter. Und dann hat ich mal ein flüssiges Roheisen, und wir kriegen den an den River rein. Das hat mich auch fasziniert, wenn der mit den Torpedo-Wehen transportiert geht, an alles, was da drunter hängt. Also, du kannst ihn erzählen bis den Abend. Ja. Das ist schon so ganz eng Welt für sich, wie du das gerade beschrieben hast, das sind Anhänger anderer Welt. Ja, genau. Die Feier, die Hitze, die Wurven, pur hun Angst davon, an einer wie du, gehen davon angezogen. Wie können den zu dieser speziellen Relation zum Feier? Meiner Jugend, also ich war immer schon daheim begeistert vom Feier, wenn war schon allein den Öfen daheim, die Kochmaschine gegangen hast. Wie du wäret dann noch, auch du hast während der klassischen Zeit oder vier Zeit von Gläschen, dann hast du effektiv den Radio, hast dann die Sendungen kommen, wo dann kannst du den Wunsch ausdrücken, wer ich soll vom Gläschen kriegen. Und Hausiko hat auch eins so geschwärzt. Und du hast den Hausiko von einem Jungen, von einem Carlo vom Kirchbirch geschwärzt, den so viel am Feier steppelt. Und ich soll aufpassen, nicht so viel zu spielen da am Feier, weil sonst kennt vielleicht die Gläschen drin denken, wie ein Kek hat zu bringen. Fan vom Gebrauch von der Radiostation. Ja, das war so ein Flotterliefnis an. Kollegen immer Das hat nicht funktioniert. Doch, du hast bestimmt ein bisschen gemäß. Aber vielleicht war das dann den ausschlaggebende Punkt, für dann an die Stahlindustrie zu kommen, für dann das richtig zu installieren. Das kann natürlich auch sein. War das spezielle Geest zu Schöffling, den auf anderen Plätzen nicht gauf, weil es de Haut jo freiwillig am Ferroforum aktiv was. Wie war rumzukommen? Ja, ich habe eine Chance oder die Pech. Ich ging nicht so eine Chance gehabt. Ich war schlussendlich 24 Jahre als Schöffling, dann war ich 6 Jahre zu Rodange und dann 9 Jahre zu Belval. Rodange, da gibt es noch einen Teil von Rodanger Schmelz. Belval gibt es ja noch einen Teil. Ja, in Belval gibt es eben noch viel. Und auch das, wo ich vielleicht geschafft habe, den Train 2, wo die Palplosche gewalzt sind, den gibt es ja noch immer an Schöffling. Das ist eben ein Schmelz, die am Anfang tot war. Und aber durch das Ferroforum, den Atelier, der lebt. Das dat wo drin hängen, so dat, weil dann eben die Geschichten mal abkommen und so weiter. Erst wie viel ich mich geborgen habe. Wie schwierig ist es? Junge von Haut, denk Passion, weil du wirklich, du bist passioniert, auch von der härter gefährlichen Arbeit, die hier an der Schmelz gelegt wird. Wie schwierig ist es, Junge von Haut, so eine Passion zu vermitteln, wenn so Besucher an das Ferroforum kommen? Ja, das ist nicht evident. Also wir hatten letztes Jahr, du warst an der Schmidt und ich bin geholfen. Und du waren dann junge Studenten aus dem französischen Gebiet, die waren hier und du hat man dann effektive Stück, was glittig war und uns gewiesen, so hey, voilà. Und die sind direkt zurückgegangen, also die haben einen enormen Respekt an. Die kennen das vielleicht auch nicht mehr vom Heeren so, weil eben das ganz massiv zurückgegangen als Ideologie, das einfach als Gesellschaft wird enorm changiert. Die Ideologie, so wie dem Moment, wo ich sie kannte oder erlebt habe, nicht mehr existiert. Das wird sich alles verloren an anderen Ländern, Ex-Drittweltländer zum Beispiel. Und, das ist schwer für Jungen, etwas Flottes zu vermitteln. Das ist natürlich das ist auch eine Challenge für uns, für sie einfach drin zu kriegen. Und sind, Gott sei Dank, sind aber Schulklassen, die viel tun, die hier kommen, die wollen gerne erklärt kriegen, auch vielleicht mal den oder der dann umpacken, matt machen. Das ist schon interessant, also mehr schwer. Ah, ja. Ja.
Ja, an apropos vu Changement, wéi gesäist du d'Entwicklung vun der industrieller Sicherheit zu Lützeburg iwwer den ganz Karriere? Ja, dat war effektiv, du warst nach an der Amikal vun Hegewefrën schon déi Zeit auch zu Belval geschafft, an du mat dann Fé Saint-Éloi. Ja. An du hadch dann effektiv, well jo an der Delegation do war, hadch dann wärch gefrot ginn, ob ich du wilt dann eng Reethalen vun der Delegationszeit aus, an dat war dann fir mech awer dat Thema justement secheet, weil dat war effektiv bis még mégen Live rich Matter lieft hunn. Mün als Arbeit dugefangen oder schon als an der Arbeit dugefangen an dun war knapp sei. Du hat man hai niewen Drun am Mbau, do waren eistreichschen Erbestadt den hat een deitlich Accident an du sind bei mei Leiermeester gegen an so an der Stohlindustrie oder der Schweierindustrie do aset das neben Accidenter der Zögeheieren auch deitlich Accidenter an so weiter an an so etwas schaffst du lo so passt du begecht passt du wirklich begecht dann nicht mal besser frohe gestalten fühlt mich einfach wie so ich war einfach irgendwie ich wollte bleiben an ich merke einfach los am Anfang wie Änderungen kommen sind an Hanno kann ich denken wer die Welt ich meine ArcelorMittal wo man los sind oder wo man an dem Gruppe dann noch war vier Drun schon massiv Druck geschafft gi do bei ArcelorMittal as wirklich as een enorme Kuh gin du belangt. Leiit wären natürlich net immer ganz froh. Ich hat Chance als ich war dem moment hunnech am Sicherheitsdepartement geschafft zu Rodange an dem Walzwirk. An du hun ich dann effektiv ich még Vergangenheit net kon einfach oflehen hun mat rapcht an sind op Leiit zogänge hun expliéiert hun Wirkstro geschafft an fir de Leiit an irgendwie auch plausibel zu männern du as enorme große Sprung gemet ge Punkt der Sicherheit also ich meine du muss ich so in all Respekt für die Philosophie ArcelorMittal baut war vielleicht auch ein denken zu großen Deele finanziellen Hintergrund für wert, dass du viel investiert gehen hast an die Sicherheit. Das ist auch wichtig. Ganz andere. Ja. Wo noch die Mentalitäten von den Arbeitern über das Risiko hat das sich auch geändert, die Mentalität von den Arbeitern über das Risiko und so sind sie mehr. Ja, das ist eben auch eine Sache. Ich meine, die Leute müssen überzeugen, kann mal Prozeduren kommen und so weiter. Aber wenn die Leute nicht überzeugt, gut respektiv nicht erklärt wird, für wer das da los so ist und so weiter, dann hat ihn verloren gehabt. Und ich meine, das tue ich mal daran geholt oder versucht mal daran zu die Leute zu explizieren, hey, du an du winst. Und so. Ich hatte zum Beispiel die Situation mit zu Rodosch mit einer Person, die das in Kranenführer gewirrscht. Und die sollte mir dann zum Beispiel, wie ich da mit ihm um Kran gefahren sind, sagte, ja, da kommen die mit den Prozeduren und das ist alles auf Französisch und so weiter. Und ich verstehe kein Französisch. Ich bin an der Schule, ich bin nicht in Französisch gekommen. Was soll ich dann da machen? Ich sagte, ja, der gut Recht, als zu refusieren, zu sagen, hey, ich hätte gerne auf Lützeburg versagt. Ja, sagte, ja, ich kann das dann machen, ich will das nicht, dann hey, und du hast noch schreiben. Ich sagte, ja, du musst doch, wie du willst. Ich weise nicht darauf hin, dass das dein Recht ist. Ich kann natürlich nicht für dich antreten, du bist 3x7 Jahre alt, du decidierst für dich, mit der Recht hast du, und ich kannst du mich ruhig annehmen, ich stehe Hanna da, für zu insistieren, dass du das dann noch plötzlich erklärt kriegst. Auch wenn die Prozedur selber auf Französisch geschrieben hast, dass du dann in dem Moment einfach erklärt wird, dass du an einer Sprache erklärt wird, die du verstehst, dass du wissen, wie das geht. Ja, weil Hanno hieß, wenn ein Accident passiert, dass du es ja unterschrieben. Der Mann hat aber unterschrieben, so, okay, das war dann, sind wir schon Vorsicht, aber irgendwie auch noch Arbeitskollegen, die an der Sicherheit geschafft haben, und auch zum Teil, der das so gemäht. Ich kann natürlich nicht für jeden schwätzen, aber das aber viel, ganz wichtig gewesen, dass in den Leuten eng Unterstützung, eng erklärende Unterstützung mat op de Weg gin huet, fir dat umzusetzen, die ganz Sicherheitsphilosophie. Ja. Och Lorimaiwer Sicherheit geschwert,
iwwer Technologieentwicklung. Wat huet wirklich am Alldach op der Schmelz mat de Mënschen am Anfang sech verändert 400 Joren? Ja, das ist ein ganz interessant froh, wenn der Carlo in der Nacht gefangen hat. Ja. Du musst ganz viel changiert Ja, im ja. Laufe von einem Berufsleben. Ja, also dort ist schon ungefähr, du sind halt die 2 Strangisanlagen, Coulé continu, für so zu nennen, sie gelaufen, während zu Belval Deverding, da hatten sie nach der Kokillegoss, also wäre viel mehr Leid erfordert, für ein Tonnen Stol zu produzieren. Hier ist das schon ein automatischer Betrieb gewesen, wo effektiv schon aufgebaut ging, wo Personal nur aus den Elektro bekommen, du hast das auch nach, also sprangen über verschiedene Etappen der Wäsche, gut verstanden. Am Elektro, wenn du hast natürlich Tejoven, viele, die aus der Wäsche gefallen, ein LDRC-Stuhl wird aus der Wäsche gefallen, und du und ein Stuhl wie ein LDRC-Stuhl wird, du hängt dort ein Kesselbetrieb, wo in der hohen Druck, ähnlichen Temperaturen gefolgt wird, das ist ein eigener Betrieb gewesen, am Betrieb, wo auch viele Leute beschäftigt werden. Das ist alles Wäsche gefallen. Das ist enorm, was du wirklich für Prozess geschafft gehen, dass wir dann aber nach Hannen die Qualität rauszukriegen. An dieselbe Quantität, just eben mit Leute. Das ist dann eben eine strategische Decision gewesen, heute zum Beispiel zu Schöffling. Wir waren an den Anfang 90er Jahren, Anfang 90er Jahre, waren wir die Schmelz, die am meisten produziert wird, von den 3 Stahlwerken also Belval, Deverding, Schöffling. Ja, wir haben wirklich am meisten produzieren. Du hast natürlich Decision gefallen für den Elektroofen und du hast Produktion aufgesagt. Wir konnten nicht mehr mit den 2 Anlagen, mit den 2 Strangisanlagen parallel fahren, dass das kapazitätsmäßig wäre das nicht mehr möglich. Aber das war, wie gesagt, eine strategische Decision, wo dem Moment eben für zurückzukommen, ob das ursprünglich, wo dann im März an den Test waren, Konkurrenzdenken, nee, sind zusammen geschafft. Und heute wird dann eben noch, wir haben mit der französischen Stahlindustrie zusammen geschafft, und wo man dann zum Beispiel das Stühl als zugefallen, die Responsabilität von der Lützeburger an Drohtierstellung, das ist in das französische Regime gefallen. Und da sind die Sachen ausgelehrt gehen. Voilà, das sind strategische Decisionen gewesen, weil auch der Markt nicht mehr vielleicht das wurscht wird, als der Markt wie mir in Hai kann. Ich denke dann auch eben einfach ein Schiffer, was ich gelesen habe, das war 1981 oder 82, wo an Ägypten, du hast einen pensionierten General gewesen, Armeegeneral gewesen, den hat finanziell Mittel, den hat du Walzwerk abgeriecht oder abgeriecht gelos, wo sie Droht gemäht wurden. Und ich meine, am Anfang 50.000 Tonnen gemäht, 5 Jahre drauf, und die ganzen Prozesse so verfeinert, mit performant gemäht, dass sie 600.000 Tonnen konnten fabrizieren. Das heißt, mehr wie 10-fach, und das ist ja das, was wir auch in Europa produziert haben, wo wir auch auf dem Markt gehalten haben, und dem war der Markt jetzt so für uns. So los sind die Kapazitäten zurückgegangen. Natürlich durch auch andere Technologien, wie zum Beispiel der Pneuproduktion, den Droht, den aus einer Pneuproduktion benutzt wird. Hier kommen sie und sie gesagt, dass in der Raumfahrt das entwickelt wird, vor dem ganz heißresistente Furten, den Droht ersetzt wird. Das heißt, da war der Markt so. Was interessant ist für Lützeburg, momentan noch interessant ist für Lützeburg, das ist eben auch die Weitsicht, die einen gewissen Emil Meirich hat, den hat ein Patent vom Grey, hat den Kauf gehabt, Aufkauf gehabt, für die Greiträger zu Deverding herstellen zu lassen. Und dann Palplanchen, da ist auch eine permanente Entwicklung da, sodass den Train 2 zu Belval, zum Beispiel mit den Palplanchen, die da herstellt, einfach Konkurrenzfehl, also vorhin keine Konkurrenz direkt hat, weil effektiv die Produkte, die mischt, die geht es noch nicht, Gott sei Dank, Medizin natürlich, die an der Branche schaffen, die sind natürlich drauf aus, für den Markt zu überholen. Und das ist eben das. Du musst immer so Schritt führen der Konkurrenz bleiben. Genau, das wollte ich nur sagen. Du musst dem Gegner oder dem Konkurrent nur so lange voraussehen. Ich kann mich erinnern, wir haben einen Prozess geschafft, wo wir hätten, das war am Centre Recherche Metallurgique für Leck. Das war ein ganz interessantes Projekt, war das. Und
Du hat man dem Moment quasi Kapazität können op enger Strangkiesanlage der Dürbel vergräeren. An fantastisch wäret, wenn man effektiv Mumatkut a Japan gëtt geforscht und demselchte Projekt oder an andere Länder a miss momentan Heizschöffling, die am weitste fir raussinn. Datcht egent van enker Wert dugen ginge Lohnerkehre wëlle behaupten. Mé wat gewollt, do war eng Explosion passéiert, Gott sei Dank ass keng Maps passéiert, dats och net so enorm gewircht die Explosion méi dynastisidéiert ginn de ganze Projekt ze stoppen. An dat war schwert, well effektiv do wären Méiglechkeeten opgewiese ginn an vielleicht war de wëllen du schon wie du. Carlo, gewe net menggen méi du bas pensionéiert. Wéiers dat dann lo fir dech? Kannst du auch einst so aufschalten, was musst du so in der Freizeit, wenn du nicht wo wolltest wirken, Feierdreams. Ein Radre, mir schon effektiv, ich bin als Pensionär einfach nach einem kleinen Job, offiziellen Job, den ich mache, als Concierge, was mich auch interessiert, weil ich da Kontakt eben mit verschiedenen Handwerksbetrieben nach Sinn, das sind ein paar Stunden an der Woche, mehr ist es nicht mehr. Das ist aber interessant, wie mit den Leuten Kontakt zu sehen. Da sind ich natürlich auch unter einem anderen Projekt, wo ich aber durch Distanz nicht kann all der Arduino von das in der Schweiz, in einer Museumseisebahn sind ich da Frontarbeiter, wie sie das nennen. Ein Museumseisebahn hat man 2 Minuten. Ja, wir haben ja ein Museumseisebahn als Gebirsch, also am Birsch. Alpen, ja. Ja, die fehlen. Die fehlen durch Alpen. Ja, nee, also das ist aber dann auch interessant. Die erste Kehr, das Jahr ging dann effektiv bei Corona, konnte ich nicht gehen, die Zeit. Mit das Jahr sind dort 10 Jahre, dass ich dort dabei bin. Und eng von den nächsten Fotos, die ich geholt habe, das war effektiv von den Schwellen, weil das ja dann im Moment, das am Gebirsch, fuhren sie geht mit Adhäsionsbetrieb, das ist einfach mal Pneuen oder Material zu fuhren, da mussten dann mit Crema hergefahren, mit Sandstangen und so weiter. Aber für das kannst du nicht einfach ein normal Holz Schwell holen, du musst ein Eisenschwell holen. Und da gucken ich dann da, Mischville 1913. An Mischville als ja heute ja sei. Ja. Am 1913 war auch dann die erste Kehr, wusste 14 Jahre, du warst schon 100 Jahre hier. Ja, schon über 100 Jahre. Ja. Und nun natürlich da ein bisschen mich interessiert dafür, schon meine frohe Gestalt, für dann Erklärungen zu kriegen, für was das dann da war, was Verbindungen und so weiter. Also, von Lützburger Stohl oder heute Bassin Minier, die war schon in Verbindung mit der Gebirgsbahn. Also, das ist auch schon interessant. Also, wirklich flott. Ja, was gehst du und die neue Generation weitergehen, die lo an diesem modernisiert industriellen Umfeld könnt? Weil am Anfang die Industrie ist noch präsent zu Lützeburg durch Belval oder Deverdeng, am Anfang die Assyrien. Und da beschützt sich ganz viel geändert. Was willst die neue Generation da weitergehen? Also mein Wunsch ist, dass sich gingen auch interessieren für das, was Stahlindustrie ist, was die überhaupt Handwerker schaffen, das fährt die ganze, das wird immer mehr vergessen, nicht gerade geht, weil wir können das ja alles billig kaufen. Und ich fand das so schön, wenn ich nicht mehr das kann schätzen, was das für ein Engagement ist. Wenn ich gesehen zum Beispiel als Schmatternieden, was den da für Sachen da hinzaubert, das ist immer schöner zu sehen, wenn du ein Stück Stuhl da leiht, dann den Bemo da guckt ihn, dann hätten du eine immense Form draus gemäht und so weiter. Also, und das fand ich einfach flott und ich fand das doch schön, von als Jugend, du, sie muss ja nicht alle, aber dass sie verschiedene sich gingen interessieren, dafür gesehen, für das auch zu respektieren, was das alles kostet, und das ist ja eine Erfahrung, die durch verloren geht. Und dass das von mir als Menschheit arm geht, fertig. Und ich wünsche mir, dass als Gesellschaft, dass nicht nur die Jugend, mit das als Gesellschaft, dass sie da aber irgendwie Weg findet, wo das aber respektiert wird, wo das Material geholt wird, wo einfach durchgeht. Hey, voilà, wir haben das dort und wir sollen das pflegen in Zukunft, weil vielleicht braucht man das, dass wir an ein Zeitalter kommen,
wo nicht mehr alles kann einfach so kaufen, wo man nicht mehr die finanziellen Moyen haben. Da muss man so vielleicht zurückbesinnen darüber. Und dann ist natürlich flott, wenn du kannst so, oh, da wäre dann noch etwas, ja, und da und da. Wie klappt das schon mit den Nullen? Ja, genau. Ja, genau. Oder wie sehen stabriert, wo ich da nur den Null dran klappen will. Ja, da doch, ja, genau. Also, los wir an unsere Rubrik Souvenir. Wir haben über die Faszination für die Feier geschwärzt. Vielleicht hast du eine andere Anekdote, die willst du mit uns mitteilen über Feier oder über Schmelzhai oder whatever. Also mich hat immer fasziniert, wenn man bei dem alle Stahlwerk, also Konverterstahlwerk, wenn die angefangen zu blosen. Das heißt, du hast, nee, tut schon immer nur gefangen, wenn du den Schrott geleert hast oder Troeisen, die Hitzeentwicklung, die da stattfand, du stehen dann auf 20 Meter davon und du hast ihn das nach gespürt. Dass du Feuerwehr und dann stung der Haie Meester, den hat man der erzählt, das war vom Kranebetrieb, und der war da mit einem Vertreter von einer Firma, die Zähler, Stohle Seeler geliefert haben. Und hier war da auf der Bühne, auch auf 20 Meter vor Wäsch, wo dann den Kran, der Rohreisekran, enfourniert wird, und die Kran, die stung an den Flammen. Und da ist aber keine Führer an der Kabine gewirrscht, und die sind extra geschützt gewirrscht. Da war ein Schirm, der 4 gefahren ist, wo sie dann quasi blind waren. Sie haben auch just durch Schlitzer und sie gesehen, der Prozess aber mehr nicht mehr, weil die ganze Kranstung auf Flammen an dem Mann. Durch die Hitzeentwicklung war schon ganz beeindruckt, und du siehst dann zu waren deutsche Repräsentanten, und du siehst dann zu dem Meister, sind das unsere Seile, die da montiert sind? Und du so den Meister zu ihm, na klar, warum glauben Sie, dass ich mit Ihnen hierher gekommen bin? Und dann als Schlussfolgerung hat der Mann gesagt, Mann, müssen die gut sein. Ganz clever von ihm. Ja, wirklich clever. Wow. Eng aner Klang, das lo net direkt Feier mehr, aber auch die Power, die du hanner das. Wir hatten ein Sondes hai hunde mat dem am Polwirrt zu Summe geschafft und engem Verfeinerungsprozess um Stohlwerk. Und das auch beim Konverter gewircht, an du hast die Sauerstofflanz, die du angeblosen wird op dat Bett, die hast gewirselt gehen. Während dem Prozess ist gestoppt gehen, und du hast eng einer Land montiert gehen. Und du war dann effektiv irgendwie etwas liegt schief gelaufen. Du hast nämlich du Wasser lernst die Lanze hochgelaufen bis an den Konverter. Und wir waren zu pur Leute, wenn wir dann do in der normalerweise den Sous-Chef-Service. An den Sous-Chef-Service, als du kommen sollten das mal, ich weiß, war just aus der Kirche oder sollten an die Kirche gehen, und hatte Weißtier, und hatte Kostüme und so weiter. Haut wir das sowieso nicht mehr so, das Standard. Aber hier nach so da hinkommen, ich finde, fährt mich stehen, das vielleicht ein Prozess interessiert mich, und das ist ein bisschen deplaciert. Und wie das Wasser da raufgelaufen ist, ob die flüssige Stahl, du hättest furchtbar gerappelt, also eine Explosion, furchtbar gerappelt, und so bei den Hallen früher, da war ganz viel Stöps, links und rechts, und dem war alles voller Stöps, also ganz charpant wird gewackelt, wird durch das Erdbeben, und wir haben just gesehen, da ist ein Ausgang, und wir sind alle da an den Ausgang, auf den Dachgänge vom Stahlwerk beginnen wir uns rum, auch den Herr da, und sein Hirn war nicht mehr weiß. also vielleicht noch da, wo du Palton drüber war. Ja. Ja. Herrlich, merci. It's quiz time. Zeit dann lo für als Lächtrubrik, der das die, wo wir gemeinsam an den Ersatz kommen. Carlo, jeder von uns 3 stellt eng froh, all die anderen wissen am Anfang die Antwort nicht, Gott sei Dank. Sind wir so freundlich, dass wir alle aus denen 3, die dann zu roten haben, 3 Antwortmöglichkeiten geben. Für das halt doch den einen oder anderen uns eine griechische Antwort gerät. Und dann Katrin fängt auch an mit der ersten Frage. Ja, eng datumsfroh. Wenig gouf geneet de Sidmessschmelz am Anfang gegrünnt. 1882, 1872 oder 1871?
die misst zwar nur einfach sinn. Also komm lussen Marike ich ging de Karl für Stand lussen. Ne? Das ist eine ganz gute Idee. Soll ich antworten? Ja. Also, das ist von einer Konferenz von Jacques Maas. Und den hat dann effektiv von Anfang von der Schmelz bis 1900 und etwas geschwärzt gehabt. 1871. Ja. Schlechtste me schon. Ja, Schlechtste mich auch, oder? das dat. Mir die zwei anderen Datumen hun ich nicht einfach so dran gesagt. 1872, das war Rodange. An 1882, das war Dietling. Okay. Also, Merci. Für die Memoire abzufrischen. Das sind alles Sachen, die ich gesehen habe, mir irgendwie vergessen. Früher haben Tausenden von Arbeiter alldach Heide geschmolzene Stohl an den Walzmaschinen gehandhabt. Lo wird der neue Quartier Metzeschmelz. Büroen, Boutiker, Wohnungen, vielleicht noch viel mehr anbieten. Kein Sportmuseum, wie weiß. Wir können dir tun zu erraten, wie viele Leute früher an in der Zukunft Werte schaffen, geschafft haben. Also das ist ein vorher nachher. Also Ja, das vorher, ein nachher, Dual froh. Also eng Demos an dann a 50 Joer. Oder ich Ja, ich gebe so ein bisschen echt da hoffentlich, weil Wohnungen die wird sie okay auch gebraucht. Mir geht es wirklich um schaffend Leute. Also waren das früher 2600 Leute an der Zukunft 7000 oder waren es früher 5000 Leute, die hergeschafft haben an der Zukunft 5000 oder waren es früher 1200 Leute an der Zukunft 10.000 die Werten schaffen. Was meint ihr? Ja. Oder ich? Das wie du willst, Carlo. Du hast für drunter irgendetwas gesagt, dass du zu der Höchstzeit von der Schmelzhei so knapp in 3000 Leute solle geschafft haben. Da ging es ja so. Ein Frühjahr 2600, dann Zukunft 7000. 7000 scheint mir ein bisschen viel zu. Wenn man schwätze von 10.000 Wohnungen, also Leute, die in der Wohnung kommen, für das sie 7000 Leute hier schaffen, scheint mir aber ein bisschen ein komischer Rapport zu sehen. Gelesen zu haben, Wohnen soll zwischen 4.000 und 5.000 Leute sein. Aber auch im Belval schaffen mehr Leute wie du wohnen am Anfang. Ja. Entretemps. Ja. Ja. Ja, weil sie noch Studenten, die kommen. Und, ja, die mehr Leute, die kommen. Dass die Studenten sind als schaffend. Wow, die Gene- schaffen Monst mit der großen Masse. Ja, aber sie wohnen ja auch zum großen Teil an der Umgebung vom Sitz oder so viel und nicht direkt für 7000 scheint man wirklich ein bisschen heiße Schiffer zu sehen. Also vielleicht bei 5.000 oder? 5000 auf der einen Seite von denen, die hier geschafft haben, erstmal ein bisschen zu hoch. Aber 5000 wäre für mich mehr Faktor oder eine Zahl, die mir scheint, mehr realistisch zu sein. Also B, Carlo sing Antwort an Katrin. Ich gebe A so ein. A ist korrekt. Ja, also wir sind da schon bei 7000 zukünftig Arbeitsplätzen. An Freier, genau wie du gesagt hast, plus ou moins, also ungefähr 2600 Arbeiter umsieht. Du hast das gesagt. Nee, du Gut sagst abge- Nee, du Gepasst. 2600. Ja, das ist gut Ich abgepasst. hatte ja. Also Mir schon so nur um von die 5 3000 ja, hast du ja. gesagt, wäre nicht maximal gewesen. Du hast mal gedacht, dann hol mal an. Okay. Und die kommen dann alle guten Hai durch das Gelände bei Ferro Forum langst. Dann nur ein kleines logistisches Problem. Ich bin eine Geografiesfroh, für aufzuschließen. Die Minetzbassin ist ja am Anfang riesig groß. Also die ganze Eisenerz-Auflagerungsstätten geht ja teils an Frankreich, teils an Belgien, teils hier in Plötzeburg. Aber wie viel Prozent von dem Eisenerzlager sind dann von dem ganzen Eisenerzlager sind hier auf Plötzeburger Territorium zu finden? Sind das 0,24%? Sind das 3,40%? Oder sind das 7,28%? Ich ging auf die 3,4. Wie ist 3,4? 3,4. Ja. Weil schon mal ein Kart geguckt von der Belsch, das ist enorm niedrig gewesen. Also das ist ein kleiner Teil da bei Rodange. Da war Eisenerz, aber die sind immer ganz klein. Wir sind auch nicht groß, wenn ihr guckt, par rapport zu Frankreich. Ich denke, so bei 3,5%. Weil Frankreich geht bis dem Novellkarte, dass ihr guckt, da geht es drauf bis auf 90 hin.
Just das für mich schwer war run zu kommen wie halt. Das mir wie im Pariser Plateau. Ja. Wie viel Prozent vom Eisenerzlager leiien auf Lützeburger 3 an Territoire? 0,24, 3,4 oder 7,28? Ich gebe auch an die goldene Mitte gehen. 3,40. Ja, ich auch. 7,28, die uns mal hier schon fest die Fangere gesuckelt, die 0,24%, da das zur fast von dem gesamten Minetz, von der gesamten Minetz-Soflagerung an der Belge. Also bei uns waren es 3,40%. Ich hatte aber noch ein allerletzte Frage. Carlo, du hast jetzt schon angesprochen, ein bisschen echter an diesem Podcast. Wir sind für diese Saison, ob da sich nur Frauen an hier Témoignagen. Und das ist in dieser Industrie nicht so evident. Hast du mit Frauen zusammen geschafft? Oder war dir ein rein Männerband? Heute zu Schöffling hun ich am Fong, da waren net viel Frauen, also just an der Direktion oder so ja, aber oder an de Büroen Fakturation oder so Ressourcen. Aber lo zum Beispiel Rodange war schon bisschen ernst, Bellwahl, du war schon ganz froh, weil du hast wirklich, du hast eng persönlich, ich bin noch froh für zu nennen, Entschuldigung mal herb, schon immense Respekt für der Madame, weil die ist enorm engagiert und die kennt ihre Mädchen, sie ist Ingenieurin an wirklich Chapeau an das eng Fredor gewircht mat her ze summen zu schaffen, obwohl am Ufang war man gonnet begeert vu den Nänner Meer no, dat war einfach flotte Mu gut versternen. Ech schon net all der mat zu summe geschafft, Äwer Mu gut versternen, ich war einfach schon noch ein so ekokut, wo sie dann gefrot huet aus dem Betrieb so wie dat der Nas an vu Carlo an so weiter. Ja den huet dat gesot. Also, okay, ja, da stimmt dat doch so zieht an. Dat hunn ich dann so zurückholen, dat hat mir gut gefehl gehen. Also ich war froh, auch noch die Erfahrung zu sammeln, weil denk die ja, wie eng Frau, wie gesagt die dat und so weiter, wie lief der dann an sie als einfach do an dann hunn ich auch nach einer Frauen, die Martine Stutze Summe geschafft haben, die auch teilweise am Betrieb waren, teilweise vielleicht nicht. Und das ist auch immer im Flott gewesen, für die Martine zu Summe zu schaffen. Und ich fand einfach wichtig, dass noch Frauen am Prozess dran sind, weil das nicht nur eine Männergesellschaft. Also, ich fand das ein falscher Approach. Bon, falscher Approach haut es der. Ich meine, das geht aber auch geschichtlich, wenn ich dann zum Beispiel gucke. War ja los sein Anniversär, sein Todesanniversär, den Bausch hat man geheescht, die ja dann an der Karriere an der Min entkommen ist. Jean-Pierre Bausch. Jean-Pierre Bausch, ja, als er an der Min gestorben war ja der erste sozialistische Deputierten, der Mann, den huet an der Stahlindustrie geschafft, da wenn du Mandat an der Chambre gut und sie ihm gesot gehabt, ja die Zeit fürs an der Chambre, was verdenkst du nicht? Und du huet den River gewechselt, weil wie viel Kanner hatten sie an seine Frau, die hat Kanner groß gezogen und so weiter. Und hin hat er wirklich an der Min geschafft, respektive an der Chambre, sich engagieren, hast du leider Gottes an der Min ja gestorben. Die Frau, die Kanner ja müssen durchspringen und dafür, das ist einfach nicht genug, fand ich, wert wird, zur Stelle wert wird. Also vielleicht auch etwas zukünftige Historiker, die als nur lauschen, wäre vielleicht auch ein Forschungsthema über die Rolle von den Frauen. Absolut. Am Hintergrund von der ganzen Eisenindustrie etwas zu erforschen. Wenn Sie quasi Ende kommen, ich wollte just nach eng vorstellen, Carlo Mersilo an März. Die Ostervakanz geht un. Also an der Ostervakanz, irgendetwas am Ferroforum, kann Ihnen du ein lernst, hier zu kommen, oder du erdieren ein ob, macht du etwas für das Publikum? Also wir notieren nicht so, ob das Problem ist, dass wir hier Matzen an der Schmelz sind. Nicht viele zum Beispiel als Kollegen vom Musee, vom Schmelzemüse, die sitzen 4 am Portal, das finden wir einfach da beizukommen. Und das eben noch das Problem, die gesehen haben, außen, in Herasse montiert und so weiter, die Chantier, Démontements, Chantier sind da, und für dann einfach durch Schmelz zu gehen, das ist nicht evident. Also da ist dann eine gewisse Struktur erfordert, die Leute enkadriert. Das heißt, wenn man so Aktivitäten hat, wo Leute vielleicht interessiert werden, dann müssen wir ein Internet sitzen. Da können Leute auch drauf gehen, wenn sie dann Interesse zum Beispiel haben, können sie auch dann in dem Moment, weil es
ein Telefon, den noch im Internet sieht, affichiert das. Du können Leute gerne Kontakt mit uns abholen. Können den direkt in die Kalle. Wenn du Nummer zu fair ist, sitzt du bestimmt auch in der Telefonzentrale. Heiensdorf, ja. Voilà, dat, leider Gottes, wie gesagt, ist das nicht so evident. Aber gibt die Möglichkeit, die wird ein Telefon, respektive einfach als kontaktieren, an, wenn Interesse hat, weil wir sind, dünstes immer hier am Atelier, am Prinzip ab für eine Woche, mit wir Pensionäre sind vielleicht ein bisschen echter schon hier. Und dann haben wir Samstags, also auch als einen großen Tag, wo wir immer aktiv sind immer Leute von uns hier, über den Samstag, von morgens bis abends schaffen wir. Was ja Woffel vielleicht so, dass wir als Ferroforum und letztes Jahr die Chance gehabt, dass wir effektiv als ein personelles Dock Feierals konnten abbauen. Also sind wirklich viele Leute dazu gestoßen, was wirklich weist, dass Interesse da ist. Ja, die hat viel benevolen. Ja, Ja. das ist flott. Das ist super. wirklich flott. Ja, ja. Also einfach von der Interesse oder enke an de Ferroforum ranzuschnuppern, méi gewürzt zu gehen, wat wéi Stohl produziert gehen oder wann der enke wilt ja gucken wie ihn als Schmatz schafft oder nach ganz andere Sachen entdecken wollt, ferroforum.lu und dann guckt dort Kontakte an, der meldet euch. Sie froh darüber, alles nicht dann noch gerne hier ran. Mir sie froh, dass da noch gelauscht hat. Nach just eng sagt, de 16. Mai, dann ist es vermeis Oberster Kirmes. Dann ist halt Porto Wert. Sind natürlich dabei, sind auch andere Aktivitäten. Wir hier am Atelier Mionen ab. Wir werden noch Aktivitäten haben. Also, die sind herzlich invitiert. Der 16. Mai, egal wie viel der ist, es kann riechen, es kann schneien. Wir sind hier am Atelier, die sind geboren. Voilà. Das 16. Mai will dich zwar Location nehmen. Hashtag #MeetandMashUp, das do wo da ist. An de soziale Medien fand Shownotes wie immer auf minnet-biosphäre.com, wie Shownotes von all unsere Podcasts bis well an den nächsten Episoden. Teget dann an eng Mond an April, aber bis dahin von der all als Episoden auf ihrer Podcast-Plattform vom Vertrauen. Merci für den Nullausstrich, Carlo. Merci für das interessante Gespräch, für den Ableger an den Ferroforum, für einen Mensch kennengelernt zu haben, den eine Passion hat, aus der er seinen Beruf gemacht hat, an den aus seinem Beruf noch über seine Passion ein Hobby machen kann. Ja, weißt du, ich auch vielmals merci für den Interview, den ich konnte machen, und noch vielmals merci, dass ich einfach für das Ferroforum ein bisschen schwätzen. Das hat mich immens gefreut. Und ich bin stolz darauf, das kann nicht gemäht sein. Merci, Carlo. Merci. Ciao, ciao. Adi.